Herzlich willkommen zum beinahe Standbildmodus bei Anno 1800. Die Erschaffung einer industrialisierten Welt. Okay, den Spruch muss ich irgendwie noch optimieren, wenn es dann irgendwann nach der Kampagne da mal darum geht, wenn wir mal ein richtiges Endlosspiel, Multiplayer-mäßig oder sowas machen, Livestream, Live-Let's Play, ja, wir haben noch viele Optionen. Alter, das ruckelt hier, ist unglaublich. So, bevor ich es vergesse. Was? Bovis fehlt ein Besuch. Kai? Moment. Wir haben ganz kurz zurück in die alte Welt. Übrigens, ich spiele ganz frisch hier die Aufnahme. Das heißt, ich spiele am. Was haben wir? 15.? Ja, 15. Mai. Und zwar nach dem neuesten Update. Ich glaube, das zweite große Update. Was angeblich auch Bugs beheben soll, die es unter anderem auch in der Kampagne und so weiter gab, wodurch es nicht mehr möglich war, weiter zu spielen. So. Aha. Beim letzten Mal war alles genau gleich. Yeah, so. Haben wir schon gewundert, Bovi ist natürlich das hier und nicht das da drüben. So, also. Wo war ich stehen geblieben? Was wollte ich sagen? Und zuerst mal natürlich vielen Dank für die Kommentare, beziehungsweise für das Nicht-Spoilern in den Kommentaren. Ja, ich habe mittlerweile alle Kommentare durchgelesen, nachgeholt, whatever. Und mir fällt gerade auf, Besucher Kai, da fehlt noch was. Das ist jetzt wohl, Mann, der wird umgestellt, was soll der Scheiß? Das ist nicht mitspeichert. Gut, ich vergesse sowieso immer wieder was. Mann, wo warst du jetzt? Hier, Handelskammer. Was für ein Scheiß. Vielleicht hier das mit der Metzgerei? Ich hab's so im Kopf. Im Kopfgefühl. Nee, war nicht ganz das. Scheiße. Weil der mit der extrem lauten Glocke ist natürlich... Moment mal ganz kurz. Der ist ja für die... Ich bin sofort bei euch zurück. Liebe Leute von heute. Der Chef kommt, halt das Förderer an. Wo waren die jetzt? Bin ich etwa zu eifrig? Was war das nochmal, das ich erledigen wollte? Fahren wir gerade auch. Mal ganz kurz. Moment. Ich baue den irgendwo hier oben hin. Und zwar... Oh, yeah. Unterhaltskostenmäßig. So, das nur mal so ganz kurz am Rande. Ja, was wollte ich sagen? Genau wegen dem Nicht-Spoilern, vielen Dank dafür. Und dann gab es noch einen Hinweis darauf, dass mal zeigen soll, welche Option ich hätte. Übrigens, wir haben eine GTX 87 immer noch. Ja, ich baue die GTX 1070 Ti, die ich habe. Das ist mittlerweile auch schon ein halbes Jahr alt. Scheiße, die ist echt schon ein halbes Jahr alt. Ja, will ich so um Pfingsten, also beziehungsweise um Auffahrt Pfingsten herum, will ich die einbauen, weil ich dann sowieso einen das große Update bei mir mache, auf Windows 10 und so weiter und so fort. Und ja, viel vorbereiten, keine Zeit vor allem. Und bis dahin muss die Kampagne durch sein. Also eigentlich das Let's Play. Hehe, das wäre lustig. Zumindest ist es so geplant. Wir sehen es dann. So, anderes Thema. Ja, weil jemand hat in den Kommentaren geschrieben, dass er irgendwie Probleme hätte mit seiner GTX 1070. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob sie 1070 Ti wie bei mir ist oder normale 1070. Und er hat darum gebeten, dass wir mal ganz kurz irgendwie zeigen können, was ich hier so eingestellt habe. Ja, voilà, hier siehst du es. Und vor allem natürlich, hier seht ihr es. Ist jetzt nichts Besonderes. Das ist sowieso uninteressant. Das auch. Das ist noch uninteressanter. Ja, also meiner Ansicht nach müsste 1070 das Spiel problemlos fressen. Vor allem, wenn ich teilweise sogar hier noch Hochen so drin habe. Wenn man hier sogar irgendwie auf... Ich glaube, 1070 kannst du auch sogar auf Ultra hoch, ganz ehrlich. Was willst du? Das ist ein Anno-Spiel. Das ist nicht so auf Detail raus und so wie andere, oder vor allem wie Shooter-Spiele so, oder Spiele in der First-Ego-Perspektive etc. etc. Aber gut. Was man nur vorstellen kann, ich zeige natürlich auf Windows 7, das läuft um einiges stabiler als Windows 10, vor allem die Updates. Ich habe ich habe auf meinem Notebook Windows 10 drauf seit einiger Zeit, ja, schon fast 2 Jahre, und habe vor kurzem noch einige Windows 10
Arbeitsplätze betreut und ich kenne die Problematiken, die es mit Windows 10 gibt. Es wäre eigentlich optisch ein super Betriebssystem, würde es sich nicht ständig selbst im Weg stehen. Ähnlich wie ja, Windows 8, Windows Vista. Gut, Windows Vista natürlich, das ist ein bisschen extremer gewesen. Aber ein anderes Thema. So, zurück zum Spiel. Was haben wir heute vor? Viel und gleichzeitig wenig. Erstmal gucken. Was gehen eigentlich die Bretter noch zurück? Hä? Bin stark ab, warum? Wir brauchen so viele Bretter. Da war normal Holz. Ah, warte mal. Das könnte ein Grund sein. Wecken Sie mich, wenn's weitergeht. Jo, an die Arbeit. Faules Pack. So. Das nur mal so am Rande. Ansonsten. Die scheiß gebackene Banane, ey. Der Ruhm, ja, der ist so ein Thema, da muss man echt mal ein bisschen ranhängen. Um das zu optimieren. Der Rest stimmt so weit, mehr oder weniger. Fische. Nimmt zu, aber natürlich viel zu viele Fische, auch hier. Arbeitskleidung, ich könnte eigentlich schon längst verkaufen und so. Ja. Ein bisschen Geld reinzuholen. Das ist natürlich auch etwas, was ich auch in den Kommentaren gelesen habe. Unter anderem auch zum Let's Play von 1404, was auch schon einige Zeit her ist. Also, war aber zum ersten Mal. Zur ersten Staffel von 1404. Ja, aber... Sie hätten wohl auch gern ein so stattliches Schiff. Neue Befehle? Das habe ich, werter Herr. Ja, sagen wir gar nur ein Clipper, aber... Ein letzter Blick. Ah, der ist schon wieder. Sieh an, der Idiot ist zurück. Oh, gütiger, ich habe sie für den Fotografen gehalten. Alter, was ist los mit dir? Kopf ab oder was? Ach nee, wir sind ja nicht der andere Typ. Ich danke Ihnen. Stimmt, von dem haben wir auch schon lange nichts mehr gehört. War von ihm hier. Was geht? Was soll dieser Besuch bedeuten? Dass wir bald eine Insel holen werden. Edward, Onkel Edward. Der war schon echt lange nichts mehr gehört, war. Kurz was trinken. Also Leute, wie machen wir weiter? Das Problem ist... Die Charterrouten. Ich habe mir echt schon überlegt, ob wir die Charterrouten canceln, ob ich da eine eigene Handelsroute mache. Weil der große Unterschied zwischen Charterrouten und Handelsrouten ist eigentlich nur eines. Charterrouten ist für, sag jetzt mal, blöd gesagt, gemein gesagt, für Anfänger und Handelsroute für Fortgeschrittenen. Ja. Natürlich mit dem Unterschied nach Charterrouten kannst du halt immer nur ein Item verwenden und du kannst immer nur von einer Insel zur anderen. Mit Handelsrouten kannst du das Ganze ein bisschen so, mehrere Items hier transportieren, hier auslagern, hier was Neues mitnehmen, hier auslagern oder hier wieder mitnehmen und so, whatever. Das Problem ist, Freunde, habe ich überhaupt... Ich brauche ein schnelles Schiff. Neue Befehle. Was haben wir für Schiffe? Wir haben hier eine Fregatte. Ist eine Fregatte schnell? Da ist ein Linienschiff, das haben wir schon. Kriegsschiffe. Also wir haben viele Kriegsschiffe. Theoretisch nicht schlecht, aber ich hätte doch gerne ein schnelles Handelsschiff. Das heißt, wir bauen hier eins. Und Petri Heil und so. Alles bereit. Die nicht auch solche? Sind auch Clipper, oder? Ja, sind auch alles Clipper. Und dann würde ich halt meine Charterroute ersetzen, weil, ja, der Charter braucht ein bisschen zu lange. Genau. Also hoffen wir, es gibt hier kein Problem mehr seit dem neuesten Update. Da wäre nämlich ziemlich kacke. Jo. Also. Ab in die neue Welt. Geleitschutz zu Beginn. Stimmt, da war ja mal was, wa? Oh ja, haben ein paar Schiffe hier. Ist bereit. Ja, Fregatte, Fregatte, dormez-vous, dormez-vous. Neue Ziele? So. Begleitschutz, wa? Oh, er ist ja ziemlich angeschlagen, wa? Aber der Witz ist, nähern sich der Flotte mit dem Geleitschutz zu beginnen. Nähern. Nicht irgendwie andocken oder so. Flotte beginnt Geleitschutz. Du könntest jetzt dummerweise einfach sagen, okay, geht hier hin. Die gehen hier hin und die sagen, ah, wir sind hier, okay, wir gehen. Aber wir kommen gar nicht nach. Das ist doch nicht ganz so geil.
So, dann haben wir hier. Ach ja, da war auch noch etwas, war. Was ich hier in der letzten Folge noch meinte, von wegen, eine neue Welt, schade, dass es nur irgendwie 2 Bevölkerungsstufen und so weiter gibt. Aber das hier oben ist ja eines der DLCs, das noch kommt. Es wurde zwar bisher gesagt, dass es irgendwie einfach Items gäbe, also quasi Nahrung und so weiter, solche Items halt zum Produzieren, die exklusiv hier oben existieren, aber ganz ehrlich, wenn es das hier gibt, exklusiv hier oben, dann wird es auch eigene Bevölkerungsgruppen geben, wie wir sie hier und hier haben. Und ganz ehrlich, selbst Anno 2205 hatte das auch. Wir hatten auch 3 Stationen. Wir hatten, Tundra gab es sogar auch noch. Und wir hatten natürlich den Mond noch und so weiter und so fort. Also, wir haben das hier sicher auch machen können. Und es soll noch eine zweite alte Welt geben. Wie noch die hier unten sein, war? Eigentlich, wenn das natürlich Europa ist und das Amerika, müsste das ja eigentlich Afrika sein. Warum sollte Afrika die alte Welt sein? Ne, da gäbe keinen Sinn. Oh. Ja, vielleicht. Ja, wobei hier oben wäre ein bisschen doof. Also genau in der Position mal natürlich. Entschuldigung. Was? Ah, das sind Errungenschaften. So. Wir sind langsam da. Hurra! Der Michael, der ist wieder da. Hurra, hurra, hey. So, erstmal kurz gucken, wie sieht es eigentlich da so aus mit Nahrung und so weiter. Ist eben noch alles top. Ruhm ist am Arsch. Ponchos sind geil. Der Rest folgt noch. Ja, super. Aber gut, das heißt, ich kann schon mal upgraden. Ein paar brauchen wir sicher noch. Diese monströse Brandstiftung ist beabsichtigt. Das waren die Pyrphorier. Naheliegend. Die Flammen sind außer Kontrolle. Liebe Feuerwache, ihr macht das schon, wa? Segler an unserer Seite. Jo. Also Seitenperspektive das Ganze beobachten. Wir haben doch sicher unter anderem... Sehe ich direkt ein paar Feinde? Das ist mal keine Frage. Müssen eigentlich alle Schiffe überleben? Aha, mindestens 1. Zu mir nach Hause, krass. Hi. Oh Mann, ich sehe schon kaum. Ich mache das manuell, ganz ehrlich. Aha. Super. Ein Schiff erster Klasse. Wir machen was anderes. Flotte bereit. Versuch's mal so. Ja, ganz warum die 3 unterschiedlich schnell sind, obwohl sie ja gleich beschädigt sind. Was zum? Wer hat da geschossen? Neue Befehle. Der Arsch. Wird uns noch weiter auf das Schiff gefeuert? Kannst du bitte mal versenken? Schiff unter Beschuss. Ein Schiff erster Klasse. Keine Ahnung, was ist für ein Geruch? Beginnt gelatscht. So, der wäre down. Mein Leise ist jetzt nicht so weit weg, aber Sie schließen sich der gerechten Sache an. keine Ahnung. Dass das ein Schiff deines Feindes war, war mir gar nicht so bewusst. Wir können tagsüber einladen und bei Nacht verschwinden. So, ein bisschen Charme bekommen, momentan noch nicht so wild. Hier, und stellen Sie etwas Sinnvolles damit an. Hallo, ich hab genug Geld. Das hast du dir mehr als verdient. Was ist... Hä? Why? Ich sage natürlich nicht nein, aber... Ich sage warum? Ah, diese scheiß Feuerteufel gehen mir auf den Sack. Schiff vom Stapel gelaufen. Oh, das freut mich.
Das müssten wir jetzt eigentlich problemlos Auf die alte Dame überstehen. ist Verlass. Da kommt zwar gerade noch einer rund. Wo ist er jetzt? Ich glaube, bis der hier ist, dauert noch ein bisschen. Hi. Ach, dringend in den Hafen, ganz ehrlich. Anlegestelle ist noch nicht vonnöten. Ich kann noch Reparaturkran und so, aber. Was? 75.000 Siege? 75.000 vor allem. 75.000 Siege, was ist los mit denen? Ich werde Ihre Taten nicht vergessen. Was haben wir getan? Wir versenken nie ein Schiff. Weil wir die jetzt da hochgebracht haben, das könnte es vielleicht noch sein, wa? Was ist das hier oben für ein Schiff? Feuer verlängert die Qual des Sterbens. Der da. Stillgestanden. Der Admiral. Ganz ehrlich, geht mir auf den Sack. Sprich nur jetzt Gebet, Freundchen! Pyromatiker, hm. Guck mal, was da kommt. Jetzt kommt doch mal schnell. La 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 la. Eigentlich sieht das Schiff schon cool aus. Wenn es einfach so scheiße wäre. Was? Die erpissen sich ja wieder. Warum? Tschüss. Da kannst du gar nicht wehren. Boom, boom. Doch, ziemlich. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Neue Ziele? So. Ja, sehe schon, jetzt geht plötzlich alles hier in der neuen Welt ab. Bei Raub der Flammen. Geht doch allen gut hier. Was Ich geht? bin sicher, Sie können uns irgendwie helfen zu erblühen. Es gibt immer noch so viele Kriegsflüchtlinge, die an unsere Tür klopfen. Wenn sie ihnen Häuser anbieten, bin ich sicher, dass sich unsere blühende Gemeinde mit Freuden anschließen würden. Das Leben hier ist großartig. Gehen wir mit gutem Beispiel voran. 0 von 10, ernsthaft? Ah, Polizei, mein Freund und Helfer, du stehst im Weg. Mal kurz gucken. Jo, da wird gehen. Da fehlt noch ein Haus. Ein Haus, mein Haus, dein Haus. Ja, komm. Natürlich haben Sie es geschafft. Oh, wir kriegen ein Buch, krass. Was für ein Buch, wenn ich fragen darf. Mal gucken. Kondo, hier ausgerüstet so. Hä? Immer noch oder? Hab einen neuen bekommen. Ich bringe gerade ein bisschen wir Freunde und zwar aus dem Grund, weil das mit dem Kondor. Könnt ihr noch erinnern, dass er vor etwa 2-3 Folgen erwähnt hat, dass es dann eine verlorene Aufnahme gab, beziehungsweise eine verlorene Folge, die ich nochmal machen musste, weil der Ingame-Sound nicht aufgenommen wurde. Und da hatte der mit dem Kondor. Ich bin nämlich verwundert, dass der hier immer noch ist. Oder wieder ist oder so. Steuernachlässe, natürlich. Einkommen pro Haus minus 5%, wieso sollte das machen? Hallo? Bin doch nicht bescheuert. Naja, glaube nicht so doch, wer weiß. Also. Der voll Stahlträger bauen kann, bringt doch nichts, er doch hier nie im Leben. Ja, sowas habe ich an, Rest haben wir natürlich nicht.
Jetzt sehe ich mal das Hospital. Mhm. Ja, schön. Eine Boxkampfarena. Oh, da geht's noch ein bisschen fetter. Hui. Ja, das ist eine fette Bosskampfarena. Boxkampfarena, Entschuldigung. Ja, da muss ich mal ganz kurz die Polizei, deinem Freund helfen, muss ich mal verpissen. Machen wir hier eine Boxkampfarena! Spielstand gespeichert. Das ist nicht dein Ernst. Alter, wie schnell gehen eigentlich 20 Minuten in diesem Spiel rum? Ich meine, generell geht die Zeit schon schnell um. Aber was in diesem Spiel abgeht, das ist ja unglaublich. Ich habe noch nie ein Anno-Spiel, bei dem die Zeit so schnell vorbeiging wie hier. Okay, Freunde. Willkommen, Boxen Arena. Ja, in dieser Folge werden ein paar Fressen angeklopft und so. Die von Edward zum Beispiel und noch andere und so. Und wir sehen sie dann. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Warte mal, da bringen unsere Kinder. Ach nee, sorry, da hat gerade eine Schulklasse so. Bye, bye.